wir könnten auftanken, von der Prüfung ist schon die Freiheit. Ich will nicht nach mir lang warten müssen. Aber dicke Merci, ich komme noch bei der Pressekonferenz im National Vierstand. Wir sind so manche außergewöhnlicherweise in der Stadt. Die außergewöhnlichen Methoden haben schon ein bisschen zu dauern. Wie ihr wisst, können wir auch durch die Sanitärsituation als Komitee National noch immer nicht eine übliche Saal aufhalten. Und dafür sind wir am Hemicycle im Kongress. Das haben schon mal ein bisschen später, da wird der Teil ein bisschen auf der Hand. Merci auf jeden Fall für dabei sind. Das ist wichtig für uns, weil wir haben heute an dem Nationalen Vierstand Rimmenker festgestellt, mit der das auch schon hinter einer Zeit schon so, dass wir ein dickes Programm haben am OGBL. Wir haben ganz viel Arbeit, wie ihr wisst, auch durch die Situation. Also so, dass die Gewerkschaft viel gebraucht wird, dass Leute den OGBL an diesen Zeiten wie je brauchen und dass man auf vielen Terrain sowohl an den Betrieben wie auf individuellem Plan für die Membersbetreuung wie auf nationalpolitischem Plan viel Aktivität tun und viel muss kämpfen. Leider ist es dann aber auch so, dass auf Patronate für die Regierung da oft nicht so an nächster Stelle gesagt, dass man muss mit ab und zu gehen, man muss gelauscht gehen und das bringt dann mit sich, dass man auch so muss schreiben, für Gehör zu fangen an alle politischen Aktualitäten an Dossier. Wir haben dann den morgigen Ausblick nach der Aktualität Politik, wo wir die erste Dossier repräsentieren, und wir haben auch wie übliche Punkt gehabt, wo man auch Dossier an die Betriebe oder an einzelne Sektoren abgegangen sind. Und das war da auch ganz viel, weil der SWW natürlich ist ja auch immer dabei, man eine ganz Reihe Konflikte, Hunden und Kollektivverträge an Betriebe, an ganz viele schwere Situationen stehen, Restrukturationen, Aufbau, Bauplätzen, wo man dann noch so viel Arbeit tut. Sie sind aber froh, können Sie so, dass die werden nie aufgehalten wird, weiter zu schaffen, und dass man da sind, weiter machen und mitmachen. Und in dem Sinn sind wir dann aber auch froh, dass trotz der sanitären Situation es möglich ist, dass wenn es notwendig ist, dass wir auch können mobilisieren können. Und natürlich macht für dann letzten Zeiten, und ihr werdet noch mal für die nächsten Zeiten. Der TSP Hunden weiter als Manifestationsrecht ganz wichtig, Basisrecht für als Gewerkschaften. Und wir haben auch davon schon Gebrauch gemacht, und wir suchen noch dann dafür, wenn wir mal Demoen haben, dass Sicherheit und Gesundheit von den Leuten assuriert, das natürlich auch noch einmal betonen, weil ich gesagt habe, dass es andere Demonstrationen gibt, wir sind die nicht, wir sind die Massen unhalten und Sicherheitsdistanzen respektieren und natürlich auch die Gesundheit von den Leuten da aufpassen, und natürlich auch immer gut geklappt. Wir hatten einen wunderschönen Frauenstreik, der volle Success war, eine Flotstimmung und eine Flotmobilisierung war. Wir hatten Piquet an einzelnen Betrieben, wir hatten einen anderen großen Protestpiquet am Sektor vom Netfeuer, auf dem wir auch noch angegangen sind. Und wir werden noch andere Rassemblement, Demonstrationen, gewerkschaftliche Aktionen, andere von dazu kommen, dann eigentlich davon als ganz noch, und zwar schon eine Samstag, und da sind wir auch drüber gegangen, die Judith Margret, Samstag als die nächste Demonstration an der Logementsproblematik. Den OGBL hast du nicht lange, wir sind mit einer 20 Jahre Assoziationen an einer Koalition, die sich nennt Koalition Wohnrecht, zusammen. Und wir hatten schon eine echte Demonstration in der Stadt für länger Zeit, wo wir ganz klar also Forderungen Notdruck gehen, wo wir gesagt haben, es muss so behandelt gehen. Und ihr wisst ja alle gut, die Wohnungskrise, die hat sich durch Corona nicht entschärft, mehr eigentlich noch verschärft. Preisexplosion ist voran, dann die Preisspirale ist nicht mehr zu bremsen, ohne politische Volonté, dann nur direkt sehr politische Signale und Decisionen, die muss man in die richtige Richtung holen. Ihr kennt auch du als Position, wir brauchen endlich eine Gesetzgebung und eine Besteuerung, die der Spekulation heißt, wo ich man Boden und den Immobilien ansetzt, ohne eine Bremse für die Spekulation kriegen wir die Preisspirale nicht an den Griff. Da haben wir eine ganz freie Stelle, Förderungen an einer anderen Menge ein Cours foncier, wo ganz sicherlich viel zu machen ist, also wo man unbedingt eine Progressivität müssen herkriegen, dass es eben uninteressant gemacht wird für weniger, die
ein Großteil von den Terrain besitzen, für mit dem Terrain, mit den Immobilien zu spekulieren. Ich habe als Forderungen im Bereich Steuern und ein Foncier geschaut, wir haben aber auch am lokativen Bereich Forderungen, das ist auch, und da das ein ganz konkret die Lore auf der Manifestation wird zum Ausdruck kommen, weil das hat man der letzte Mal nicht angekündigt, das Projekt de Loi Bail à Loyer. Die Leute durch, dans une instance, wie das an unseren Namen total kontraproduktive Projekt de Loi, den sich nicht möchte für den Loyerpreis an den Griff zu kriegen, au contraire, wird die Situation sogar rischieren zu verschlimmern. Wir brauchen eigentlich eine Mietbremse, und die ist nicht real, die da drauf steht. Wir brauchen eine reale, die fertig bringt, dass Leute sich parallel entwickeln zu den Einkommens- und zu den Revenuen von den Leuten. Wir können die Problematik an den Griff zu kriegen. Wir haben das auf der letzten Mal nicht gesagt, das Projekt muss direkt vom Durchgeholt gehen, weil in der Problematik nicht gerecht wird. Aber wenn das nicht passiert, dann haben wir nicht die Opern, dann gehen wir weiter demonstrieren. Da tun wir versprochen, wir haben nicht an, und wir werden weiter demonstrieren. Natürlich Samstag werde ich wahrscheinlich dann das wieder dabei sein, wo wir die nächste Demonstration mit der Koalition. Rendezvous um 3 Uhr auf der Bar an der Stadt, und da gehen wir am Kopf durch diese Platz an, und da werden Rede sind mit allen inhaltlichen Forderungen. Dafür gehe ich noch nicht weiter darüber, der kann doch als Hauptposition im Bereich Logement an der Rede wird man das danach können weitermachen. Wir werden dann ein zweites Rassemblement noch das, wo der wahrscheinlich schon mitgekriegt, wo es aber besonders freut, dass man die Decision noch konnten am Nationalen Vorstand besiegeln, als dass man werden versichern, wenn auch in immer eine Situation nicht erlaubt, echt mehr Feier zu machen. Also wir hatten noch ganz viel darüber diskutiert, weil ich in dieser Zeit gar nicht sicher ist, wie geht es weiter, was können wir nicht. Wir waren eben sicher war, als dass wir als traditionelle Fest von der Kultur und der Familien nicht können machen am Ende, also wie wir es gewinnt waren. Durch Situationen. Das Lied an Formulas, die bleibt bestehen, das ist ein gut Formel, ein Flotformel, an die werden die nächsten Jahre weiter gefeiert gehen, an der Form. Mir das Jahr also da noch nicht möglich. Aus dem Grund wollte man aber auch nicht, also ich mir Feier natürlich ganz fallen lassen, wir wissen, dass das ein bisschen Datum ist für als Gewerkschaftler, aber wir wollten noch versuchen, nicht rein online zu machen. Keine Stimme, ich habe viel geschweigen. An dafür haben wir dann beschlossen, wie dass auch die anderen Manifestationen klappen, dass wir eigentlich mehr Rassemblement machen. Wir gehen dann als Heimisch auf Asch, den 1. Mai, und wir werden einen Cortège organisieren von der Brillplatz bis auf den Gemengeplatz, wo dann die traditionell 1. Mai wird sein. Für den Moment können wir natürlich nicht genau versprechen, also wie viel Dauer und wie es weitergeht, weil Tankchen natürlich auch von dem, was zu dem Zeitpunkt erlaubt ist, geplant wäre, auf jeden Fall den nächsten Mai in 10 Uhr zu machen, und dann en attendant, bis immer, so wie viel wir können sehen, in welcher Form das kann stattfinden. Egal wie probieren wir es an der Balsen, am freien Raum als Durchstechungsgefühl sowieso schon wie kleiner, wir probieren es dann auch durch am Respekt von alles sanitären Konditionen können durchzuziehen. Und das ist wichtig, dass wir auch von unserem gewerkschaftlichen Demonstrationsrecht können Gebrauch machen, weil das gerade so mehr wichtig an diesen Zeiten, wo wir ja für viele Herausforderungen stehen, wo wir wissen, dass die schaffenden Leute und ihre Familien viel durch die Krise werden leiden. Die Konsequenzen von der Krise, also die Sanitärkonsequenzen, die spüren wir ja direkt, die ökonomischen Schränkungen auch zu spüren und viele Kleinen an auch die Sozialkonsequenzen, die gehen immer nicht desaströs. Leute, da sind wir ja voll an der Aktualität, wir sehen, das Restaurant gehen sie auf, gehen sie nicht auf, die Mesure, wie gehen sie weiter, wie gehen sie dezidiert, wie sie weiter meistens passiert. Wir sehen, dass wir als Freiheit nach lange werden, so zurückkommen, wie wir es gewinnt waren für Covid, dass man alle ganz lang steckt werden und mit der Pandemie leben. Und wir sind alle gut, wir sind mitten mit Flammen, wir sind froh, wenn das ganz drüber ist, aber wir können physisch
bei mir gesehen, auch für alles Gewerkschaften, das ist natürlich ganz wichtig, auch die Moment von der Solidarität, auch von dem kollektiven Zusammensehen, auch vom Austausch, was ganz wichtig ist. Und wir spüren eben, dass du aufhängt, Möglichkeit groß zu gehen bei den Leuten, was die Situation anbelangt. Und das betrifft auch Arbeitswelt natürlich. Wir haben die lange am Teletravail leben, die von der Konsequenz von der Isolation zu spüren kriegen, und anfangen Dom mitzugehen. Wir haben aber auch die in der Richterfront, die mit den am Mittagkeitszeichen anfangen zu kämpfen, die Stress und die Angst haben, die einen total riesigen Schaffensprojekt haben. Wir haben die ersten psychosomatischen Krankheiten und psychische Probleme, die nur durch die Pandemie entstehen. Wir haben Lohmaterialien, da das natürlich der Worst-Case-Katastrophenszenario, wo man macht, dass bei den älteren Leuten Depressionen aufhängen an Blut zu gehen, an Suizidgedanken aufkommen, allgemein durch Gesellschaft Depressionen mehr gehen. Und auch das alles kostet eine Gesellschaft. Auch das kostet etwas. Und auch das dürfen wir nicht einfach gekauft werden, aber wir müssen da dagegen wirken, wir müssen da zusammen Lösungen sichern und die richtige Politik umgehen. In dem Sinn ist es wichtig, dass man, und das ist ein Appell von Mojibel und Regierung und Patronat, die wir immer machen, zu Anfang von Covid, dass wir da dann eine soziale Partnerschaft machen, dass wir da dann einen sozialen Dialog machen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir will, gemeinsam die Krise können überwinden, dann also, da kann es nicht mehr sehen, an dem wir uns zusammen durchsetzen und gemeinsam Lösungen finden. Das ist auch so, dass, wenn ich so Konsequenzen müssen sich auf sozialen Plan spüren, dann gesehen das leider auch an den schlimmen Statistiken, die Inegalitäten beweisen, die zu Lützeburg klammern, also auch europaweit oder weltweit, wie auch hier am Land haben wir immer mehr Inegalitäten. Das Risiko von der Armut geht weiter an Blut. Wir sind bei der Working Poor, also bei der Pauvreté au Travail, sind wir das schlechteste Land in Europa. Wir haben noch andere traurige Tendenzen, was den Gini-Koeffizient angeht. Da sind wir seit 2018 über der europäischen Moyenne. Wir haben bei etwas, was man also ich werde auch immer wiederholen, bei Pauvreté, bei den Monoparentalen, die drastisch zugeholt, da sind wir das drittschlechteste Land in Europa. Wir haben das Problem Logement, das wir auch demonstrieren, ist sicherlich von denen, wo es Fachkraft in allererster Stelle trifft. Das wissen wir, und so sind wir am europäischen Vergleich das zweitschlechteste Land, also bei dem Tod davor, wenn ich just die lokativen Bereiche anbelangt, und Menage mussten machen, wir können Loyer, um einen von uns zu bezahlen. Also das sind Tendenzen, die an die falsche Richtung gehen. Wir brauchen also Unterstützung für die Leute, wir brauchen eine Verstärkung von der Kaufkraft. Ich kann da offen sein, aber wenn ich so eine Verstärkung von der Kaufkraft, dann ist es implizit klar, dass was okay geschehen, als das Lo angefangen wird zu spuren. Und da sind wir uns alle gut eins, dass wir die schlechten Wege, die wir noch gehen. Wir sind absolut nicht in der Situation, wo wir so eine Austeritätspolitik machen. Au contraire, wir müssen l'autre Relance aufkurbeln, wir müssen dafür sorgen, wenn wir wollen, die Ökonomie relancieren, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Leute gut geht, und wir müssen etwas gehen erholen. Da sind wir in der Aktualität, und da sind wir in der Situation, wie kann das Ganze finanziert gehen. Und wir wollen da auch unterstreichen, dass wir das begrüßen, dass in meinem AP-Kongress auch gesucht wird, dass es nicht jetzt zu steuerliche Belastungen von den ähnlichen Mittelgeschichten kommen, dass wenn es geht, wo wir brauchen mehr das hätten, dass das sicherlich nicht der Stellung muss bei den großen Betrieben auch gesagt gehen. Da das ein Urlaub ist von Mojibel zu unterlangen, dass man endlich mehr Steuergerechtigkeit in Lützeburg bereichen, wenn man Steuergerechtigkeit so, dann ist es natürlich eine andere steuerliche Belastung vom Kapital und eine ganz Reihe Forderungen. Und ich denke, dass es wichtig ist, so, dass Menagen und Personen Physik waren, die bei der letzten Krise bezahlt haben und die große steuerliche Belastungen an Austeritäten erlebt haben, auf viele Pläne. Und Lo muss das ganz umgedreht gehen, an Lo und denen heißt gesagt, die Krisegewinner dann dafür aufzukommen, für die Rezepten zu generieren, wenn sie dann nötig sind. Versteht das aber nicht falsch, wir spielen nicht den
die Spurzwang kontra den Deel net wir sind am moment nach an einer Situation von Urgenz gucken die mesure beizubehalen, die übertronnenheit wurden durch Chômage-Partialitäten und Entreprisen, all die Formen von Subventionen an Eden, die geflossen, die mussten Lummel weiter fließen, die nicht an eine rein budgetäre Überlegung verfallen, weil er geht nach immer darum, Gesundheit von Leuten zu sichern, an Menschenleben zu sichern und nicht aufhängen an Spurdruck zu kommen. Und an dem Sinn braucht man natürlich mehr, und da sind wir auch froh, dass die Europäische Kommission auch das auch so angesehen hat, an den budgetären Regeln gelappert wird für 2020 schon und noch 2021. Das ist auch wichtig, dass das verlängert gehen ist, mit noch für eine weitere Verlängerung darüber hinaus, weil auch 2021 wird noch nicht die Ökonomie so laufen, wie es früher der Fall war. An die Europäische Kommission ist dann am Gange ihre Plan de Relance, an die Resilienz zu definieren, an die Frieden, an die einzelnen Länder für ihre eigenen Plan ranzugehen. Bis Ende April muss alle Memberland sein Plan der Reprise der Resilienz und der Europäischen Kommission herangehen an die Europäische Kommission. Die schreibt 4 auf welchen Punkten die Plan muss definiert gehen, und die schreibt auch 4, dass das, oder die präkonisiert auch, dass das soll am Sozialdialog passieren. Und wir begrüßen da, dass an der Europäischen Kommission die Sozialkonnotation mehr Bedeutung kriegt, wie in der Vergangenheit der Fall war, den Socle des droits sociaux mehr groß geschrieben wird, auch konkret soll an einem Plan d'Action umgesagt gehen. Das sind alles wichtige Mesuren, dass an den Plan auch muss alle Land Stellung holen zu seiner Kohäsion sozial und zu seiner Lutte gegen die Inegalitäten. Das sind alles Sachen, die wir begrüßen. Und wir begrüßen auch, dass sie so, dass das soll an einem Sozialdialog passieren. Wir so aber auch, dass das halt zu Lützeburg noch ein bisschen hapert. Wir sind, das findet statt, den Sozialdialog, die findet statt an dem Kader vom Semestre Europäen, eine Veranstaltung, die konkret und Daten vom nächsten Woche, das März wird sind, wo Patronat, nationalrepräsentative Gewerkschaften, an Regierung zusammen am Kader vom Conseil économique et social kommen, für darüber zu diskutieren, wie soll dann Welt gestaltet gehen, was sind die Hauptakzente, die an den Plan de Reprise und Resilienz für das letzte Land sollen definiert gehen. Wir sehen aber dann en attendant, dass die Regierung schon ein Avant-Projekt publiziert hat, wo man einfach bedauern, dass da schon passiert, dass ihr die Konzertation stattfindet. Wir wollen nicht nur Montag d'après-Dîner haben und dann gesagt, voilà, das alles schon definiert. Da wird man auch am 30. März ganz klar so, dass man da mit abzugehen und das als Prioritäten müssen an den letzten Plan durchlaufen, so wie die Europäische Kommission nicht auch vorgesagt. Ich gehe nicht auf alle einzelnen Dossiers von unseren Prioritäten an, weil das gibt ein bisschen die Kader sprengen. Ich so nicht Kapiteln, die aber viel sind von dem obereuropäischen Plan, wo alle Land soll darauf antworten. Das nächste Kapitel ist Transition Wert. Da haben wir auch eine ganz freie Forderungen, wie das so passieren, auf jeden Fall, weil das wisst von uns, weil das wichtig ist, dass alle Fragen von der Transition ökologisch, alle Fragen von der migringer Wirtschaft, der migringem Leben können nehmen, diskutiert gehen, passieren, wenn sie auch sozial gestaltet gehen. Aber wenn es nicht zu Kassen an der Gesellschaft kommt durch die ökologische Transition. Und da ist ein bisschen ein Hauptakzent, auf den wir als Forderung zu der Transition formuliert haben. Den zweiten Kapitel als Transformation numérique. Da sieht man natürlich auch direkt an Eisen geschafft, an der Digitalisierung von der Arbeitswelt. Auch da haben wir eine ganze Reihe Forderungen, wo sich tatsächlich drinnen, dass man den Arbeitsplätzen erhalten muss, verteidigen, ein Maintien de l'Emploi, eine Garantie de l'Emploi muss verteidigen, dass man muss die schaffenden Leute möglich machen, an einer neuen digitalisierten Arbeitswelt zurechtzukommen. Da müssen die Investitionen, die nötig gemacht gehen, dass sind Leute Weiterbildungen, Umschulungen kreieren, wir können auf neue Arbeitsplätze oder umgeänderten Arbeitsplätzen sich zurechtzukommen. Dann den dritten Kapitel ist der von der Croissance vom Emploi.
Emploi intelligent, durable et inklusiv ist natürlich auch für ein wichtiges Thema. Da geht es hier auch um Substanz. Da sind wir auch bei so klassischen Forderungen von besseren Gesetzgebungen rund um den Emploi am Code du Travail, über den Convention Emploi, über den Plan sozial, die Reformen, die da notwendig sind, für können auch zu sichern, dass man einen guten Emploi halt zu Lützeburg schon. Da geht es aber auch das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, die ganz psychischen Erkrankungen, die auf der Arbeitsplatz können entstehen, oft Haut, das sind alles Krankheiten, die noch immer nicht als Arbeitskrankheiten unerkannt werden, weil die Probleme ist, wir haben noch immer eine Arbeitsmedizin, die nicht reformiert gehen, für den ganzen neuen Arbeitswelt können gerecht zu gehen. Du geht es aber auch um Arbeitszeiten, wo man als Forderungen wiederholen von der allgemeinen Arbeitszeitverkürzung. Auch da sind wir froh, wenn das an einem SAP-Kongress thematisiert wird. Weil Zeit haut da ist, je für darüber zu schwatzen. Die wissen, dass das eine Forderung von Mojibela sein, die bei uns schon seit Jahren da als die neoronal Kongressprogramm immer abgreifen. Wir sind auch froh, dass echt Schritt da geschieht sind in der Vergangenheit. Wir sind aber noch weit weg von einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung. An Haut sind wir in einer Welt, wo man immer mehr digitalisierte Arbeitsformen haben, wo man einen großen Anstieg schon Chômage partial, wo man die Chômage longue durée verhindern, wo man eine bessere Konziliation wie Work-Life rappeler, das sieht ja jeder reden, das sieht auch alle Politiker, wo man Charge de Travail sich dauernd intensiviert, von alle Guten, wo du in der Zeit, also wo es real wird, für die Arbeitszeitverkürzung sehr nutzen, denken dann weiter Forderungen zu fordern. Die wird natürlich an dem Kapitel auch aufgegriffen. Da bin ich aber schon viel im Detail. Den nächsten Kapitel ist Kohäsion soziale et territoriale. Da sind wir ganz konkret bei dem, was ich sagen möchte, bei der Croissance von den Inegalitäten, von der Armut, von den Misere, von den Leuten, die an Misere leben, wo wir wirklich auch do Europa sieht, wir müssen etwas zu Geld machen, auch die Regierung an Schweiz, an allen politischen Vorwürfen darüber, dass man gegen die Illegalität kämpfen muss. Da muss aber auch etwas konkret auf den durchkommen. Und du kannst da Eisforderungen, wir brauchen da Verbesserungen bei den Löhnen, wir brauchen mehr Kollektivvertragswesen für eben die Löhne können zu verbessern, wir brauchen Diskussionen um den Mindestlohn, wir brauchen aber auch Prestationen familialen, die endlich müssen revalorisiert gehen. Geht natürlich nicht durch, weil du gesagt hast, Login indexiert. Jahrelang haben wir verloren, das sind 2006. Du musst auch etwas passieren für die Jahre, wo Familien abgewiesen hat. Und schon viel von der Monoparental geschwärzt, man das genau da, wo man muss etwas machen, für zu verhindern, dass Leute an Armut rutschen. Und da sind all die Forderungen dran, was Kohäsion soziale und territoriale belangt. Dann ist das zweite Kapitel ist die von der Santé. Du kommst noch zurück. An dem letzten Kapitel, wo die Europäische Kommission erwartet, dass Länder Stellung holen aus dem von einer Politik, vom Enseignement, von der Jugend, von den nächsten Generationen, von der Zukunft. Und auch da, wo man als klassische Forderungen, die da kennt, wiederholt und auch nach einer vertieft, dass man so das muss recht auf eine gute Ausbildung sein, das muss ein Arzt universell sein, wir dürfen auch keine Privatisierung am Enseignement zulassen. Es muss keine Diskrimination bei den Kleinsten passieren. Jeder muss recht auf eine gute Ausbildung kriegen, jeder muss auch recht auf eine gute Weiterbildung kriegen, weil auch da hängt man ein bisschen an dran zu Lützeburg. Das ist auch immer so, dass Leute, die schon initial eine gute Basisausbildung haben, die sind, die an Formation continue gehen, an Berufslehren. Wir müssen also mehr aufmachen, für alle Sektoren berufsübergreifend Weiterbildung zu fördern. Apprentissage muss man fördern an all die Punkte, die als wichtig sind, wo man da viel gehört. Voilà, das haben wir einen kleinen Ausflug an die Welt von dem Plan de Relance, an der Resilienz, die wir nur am Kader vom Semestre européen diskutieren. An dem Moment laufen die Diskussionen am CS
zusammen mit dem Patronat, sodass ich schon nicht kann, genauso wie bei das so richtig. So. Und dann werden wir, egal wie darüber weiter kommunizieren, wie wir weiter durchführen. Wir werden aber der Regierung sicher die Message geben, dass es nicht um den Eis geht, um den Sozialpartner geht, und dass man da den Plan gut abstellen und dass der Sozial nicht der zu kurz kommt, was leider wie so oft der Fall war. Und da sind wir an dem Dossier Santé ergangen, weil eine groß brisante politische Aktualität, wie du wisst, an der Carlos hat eine Präsentation gemacht, von dem wir im Gesundheitstisch am Moment diskutiert, die NAS, an Gött, von dem wir da selber ein bisschen Sorgen ist. Und wir machen so ganz kurz, aber nach Vorsehen, und die Carlos das noch dafür, noch weiter zu beantworten im Detail, Grundton an das, was wichtig ist, als dass wir am Moment müssen mit allen Möglichkeiten, also mit allem, was das möglich ist, verteidigen, dass wir einen öffentlichen, guten, qualitativ hochwertigen Gesundheitssystem behalten. Und die wird attackiert auf verschiedene Seiten. Und da sind verschiedene Doktoren, die wollen aus der Gesundheit ein Business machen. Und du wird versucht zu privatisieren, was nicht zu privatisieren ist. Und das Wichtigste, was man versuchen von der Gesundheit, und das hat man alle Leute verteidigen, dass man so gut gepflegt ist, dass man keine Klasse-Medizin hat, geht nicht mehr über TV, dass das ein öffentlicher Hand ist, gibt man öffentlichen Gelder finanziert, das heißt, und dann muss noch öffentlich gedroht gehen, und dann kann nicht anhand von lukrative Geschäfte geraten, du kannst da als Haltung dazu, das hat man immer aufgewirrt und das geht halt aber mehr aktuell wie hier, dafür muss man als du gehen wehren. Dazu so mir dann noch immer im Gesundheitstisch, du hast es dann ein bisschen gesagt, dann dafür haben wir auch darauf hingewiesen, dass das von der Form her nicht gerade ideal verlebt. Das ist so, dass du allseits in Position durchlädt, und da ging wir also nehmen, das aber kein wirklichen Échange, und das nicht wirklich immer darüber diskutieren, nach Streitwut soll hingehen, und dafür waren wir dann auch nicht froh, wenn dann aber Zwischenbilanzen, die wir dann Öffentlichkeit zugibt, für Gesundheitstücher, die am Anfang noch nie wirklich aufgeschlossene Diskussionen waren, mit just Einzeldurchstellungen von Positionen. Wir werden also auf jeden Fall wehren, wir werden noch politisch den Druck machen, den nötig ist, dass auch den extra Hospitalier an öffentlicher Hand bleibt. Wir haben als nie gegen den Ambulator ausgeschaltet, wir haben also auch nie gegen Antenne für Spitäler ausgeschaltet, mit dir wir nicht auch privat heimgeroden, weil das möchte als Gesundheitssystem gut so wie ein Hauder, und das dürfen wir nicht zulassen. Gerade in der Covid-Zeit müssen wir ja eigentlich alle Guten daraus gezogen, wie wichtig das, dass wir eine gute Santé haben. Dazu gehört natürlich aber auch froh, wie schafft ein Doktor in liberalen Medizin, das ist mir immer gesagt, für Medizin, Salarié, wir können das Ganze zu organisieren und für aufzusichern, dass man da eine gute Organisation an die Spitäler haben. Also wir waren da nicht gegen all die anderen Strukturen, die müssen eben öffentlich bleiben. Du kannst dann noch einmal darauf hingewiesen, mit der Kante auch, dass den Tiers Payant Realität schenkt zu gehen. 2023 sollte dann so weit sein, dass es da eine Möglichkeit gibt, über die neue elektronische Appen an auch über E-Krankenscheine, an E-Santé, wir können sogar in Preskriptionen genau können sogar an der CO eigentlich Sachen, die wir auch schon lange fordern und die wir unterstützen. Wir haben auch über die Formation von den Gesundheitsberufen gesprochen, da bin ich nicht weiter darauf an, da haben wir schon separat Pressekonferenzen. Dann haben wir ganz kurz einen Ausblick gemacht über die Dekonnexion, weil das so wichtig ist, das geht immer mehr wichtig, gerade wenn wir da an der neuen Arbeitswelt sind, an der man sieht, wo viel über Video geht und online, Webinar etc., dass man aber auch können aufschalten und ein Handy ausmachen. Und das ist ein Thema, das uns immer viel beschäftigt und mir genug an unserem nationalen Vorstand, dass da aber auch jetzt große Diskussionen wird, Leute warten darauf, dass sie recht kriegen auf Dekonnexion. Und wir haben sind da dann diskutieren am Wirtschafts- und Sozialrat mit dem Patronat. Und das geht erstaunlicherweise gut für uns, und wir schenken da als aber und Herren zu finden, wo man als Kind in eins gehen, aber noch alles gut lebt, da gibt man da ein Abi als CS aufgeführt
an der letzten Gesetzgebung Recht auf die Konnexion können zu verankern. Kann ich aber auch noch so venir wie weitergeht, weil Diskussionen laufen nachher, wir sind da nach Matzen dran. Dann nur mal darauf hingewiesen, dass wir mal sind wir in einer Situation, wo wir nicht allzu viel verhitten haben. Au contraire, weil wir ja vieles abgehoben kriegen durch die Erde und durch das Chômage partiel. Aber dass man aber, also wenn nicht dann so weit ist, dass man mehr verhitten noch was durchkommen, dass man eine besser verhitten Gesetzgebung brauchen und dass man für alle eine Situation brauchen, wo das Salarié an ein Verhit gerät, direkt auch schnell geholfen kriegt und direkt seine Analytiken zur Verfügung kriegt und nicht wie heute Fall ist, leider noch ein bisschen an einem Weg fällt, wo nichts passiert. Und da sind wir an Diskussionen aktuell mit der zuständigen Ministerin und wir werden noch weiter dran bleiben, dass wir da endlich proper Regelungen kriegen. Jean-Luc hat den Dossier präsentiert. Friedrich als responsable vom Département de la Fonction publique, wie das bei uns ist, als kurz auf den Akkord salarial gegangen bei der Fonction publique. Und nicht, dass wir den Akkord salarial selber kommentieren, wir wollen aber kommentieren, dass wir mal das Staunen festgestellt haben, über die Presse, dass dann ein Gehaltsaufkommen beim Staat verhandelt gehen ist. Und wir wissen, dass wir nicht d'accord damit sind, dass wir nicht mal auf dem Verhandlungstisch sitzen, dass wir nicht informiert gehen, dass wir nicht konsultiert gehen, dass wir das ja nur so gedealt kriegen. Und wir haben dann eine Gehaltsaufkommen durchschleiern, den uns direkt betrifft, und Tausenden und Tausenden Membres von uns direkt dahin betrifft. Und wir sehen eigentlich von die Leute, guckt, just Summenziel, die indirekt oder direkt von dem Akkord salarial betrachten, sie sind mir majoritär an dem Sektor, wir müssten damit können verhandeln. Wir haben die rund 3500 Agenten bei der CRL, wir haben über 20.000 Leute im Santé-Bereich schaffen, die direkt aufhängen von dem Akkord salarial. Wir haben auch Salarié beim Staat, bei den Gemeinden, wo die Nogibel auch vertreten sind, wo wir auch Membres haben, die direkt aufhängen von dem Akkord salarial. Und da kann ich nicht sehen, dass wir dafür ein fair accompli gesagt haben. Da sind wir nicht im Juni, dann haben dem Minister Hansen einen Brief gemacht, für ihn dadurch mitzuteilen, dass die Manier, wie das verlebt, dass man nicht können, da d'accord sind, dass man sonst für die nächste kommende Akkord salarial muss man auch zugehen an Verhandlungen und manche müssen an den Arbeitsgruppen, die Tage sollen, rund wollen. Das war ein bisschen ein Ausblick an die nationalpolitische Dossier. Ich hatte gesagt, dass man auch ins Betriebe oder sektorielle Sujets durchgeholt wurden. Ganz kurz zu ihrer Information. Wir hatten ein Treffen mit der ALPJ, der Association von den Journalisten, die wir gesehen haben, mit denen wir auch ganz gut eins gesehen, an denen wir auch so gesichert haben, dass wir sie unterstützen und als zusammen mit ihnen ansetzen, für das auch den Droit à l'information heute zu Lützburg muss kommen. Sujet, wo ich vielleicht interessiert, wo man gerade wollte, dass man da weiter werden zusammen auf dem Dossier schaffen. Dann als die neuen Kollegen aus dem Industriebereich auf verschiedenen Dossiers angegangen, haben wir nur gefangen mit der Liberty Steel. Da muss ich ja nicht, so nicht viel Neues, weil die kennt die Situation. Wir haben schon ganz lange darüber aufmerksam gemacht, also ich werde gewarnt, dass das Businessmodell, wie du präkonisiert wird, ganz prekär in Kartenhaus ist, wird ganz sehr zusammenzubrechen. Also sind wir da kurz für drüben, die Gruppe, die Bank, die die Gruppe finanziert, eine von den größten Banken, wird dann nur Faillite annonciert, dann riskieren wir für die Situation zu sehen, dass keine Summe da sind, die Furniture nicht können bezahlt gehen und dann nicht kann produziert gehen. Wir haben das sehr makrin und so, ich werde direkt interveniert, wie ihr wisst, aber wir sichern eine Lösung. Wir sind auch immer in der Hoffnung, dass man den Betrieb gerade kriegt. Wir müssen aber auch so, dass die Arbeitsplätze an die Betriebe nicht mehr gerade geben, aber wirklich, wenn man fortkommen von dem artifiziellen Konstrukt, wie das bislang der Fall ist, aber mal langfristig Stabilisierungspläne, Lösungen für den Betrieb fanden, die wirklich auch eine langfristige Evolution kann angehen, für den Betrieb auf Dauer aufzusichern. Wir sind aber auch noch auf dem Dossier Ampersat angegangen, wo der auch mal kriegt, dass man da
an einem schwierischen Konflikt sind, weil das so einen typischen gewerkschaftlichen Konflikt, an dem wir sehen, ein Patronat, das anfängt, die Leute wollen Sachen wasch zu holen oder die Arbeitskonditionen oder die Lohnkonditionen nicht schwierig. Ich möchte das Problem, was ich heute gibt ein bisschen die Covid als Prätext geholt, wie man das auch schon leider oft gesehen haben. Und das ist aber gar nicht der Fall, weil Ampas hat nicht super gute Resultate, und die sind nicht touchiert von der Krise und denen geht richtig gut. Und die sind nicht im Kollektivvertrag, den du besteht, gehen sie hin und sie wollen die Leute sich aufhängen, wie kosteneffizient, wie sie das so anzusetzen für die Lunge ganz Riederreise so mit meiner Leute mehr Arbeit leisten und dadurch Charge Travail total an Tut setzen. Arbeitsassistenten riskieren sich zu multiplizieren und wir müssen wir wären als du gehen sind du auch am Streiken. Dann haben wir kurz den Netzvoyage, Kollektivvertrag oder Market, nur als Pique, das war erfolgreich. Was Föderation, sind wir Martin ins Regeln durchkommen, und wir verhandeln und du könnt zu einer zweiten Reunion, den 26. März, wo da soll geguckt gehen, ob ein Einigung kann gehen auf dem Kollektivvertrag. Wir haben nicht viel gefunden, wir freuen einfach ein bisschen Anerkennung für die Leute, die so von der ersten Stunde und Covid-Krise dingt immer weiter drum tun und geschafft haben, und auf dem alle angewiesen sind, und die schon seit Jahren und Jahren am Kollektivvertrag nicht tun. Niedriglohnsektor, wie ihr wisst, Arbeitsbedingungen ultra schwer, und wir freuen Freizeit an ein Prim. An Patronat könnt ihr eine Proposition, die aber nicht bei Null Leid, wie der Anfang gefragt war, zu regeln. Da gucken wir, ob man ihn schon fand oder nicht. War nicht, da werden Kolleginnen, so ein Schlummern, das sind die majoritär Frauen, du nicht dauern lassen. Die sind mobilisiert, das tut er gesehen. Die lassen sich da nicht mehr so, dass du nicht so passieren auf ihrem Kollektivvertrag. Und da werden wir auch weiter protestieren an Gewerkschaftsaktionen müssen. Klangen. Dann haben wir kurz positiven Ausblick also positiv, der wird auch gar nicht so mehr an diesen Zeiten. Also so, ob die zwei ultra vulnerablen Sektoren Resurgencen und evenementiell gemäht, weil an den zwei Sektoren haben wir fertig wurde, das hat mir schon von der Krise so ein Mandat, Plan de maintien en emploi sektoriell zu verhandeln, für eben eine Garantie d'emploi für die Leute zu verhandeln. Das ist immer ein Krisenutil, mit das aber guten Util, den es Ermächtigung und Arbeitsplätzen aufzusichern. Partnerschaft mit der Industrie, da sehen wir noch auf den Kollektivvertragskonflikt bei der Eurofoil angegangen. Ja, die geht, wenn ich so ein Resümee, also das wie der Patrick Freischler ist, das der präsentiert hat, an die lasch die Konflikte. Da geht es wirklich ein bisschen trainieren von der allerletzten Chance. Wir lösen nicht lauter die Versicherung, also Kollektivvertrag massiv umzugreifen und zu verschlechtern. Und Leute sind bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Die sind mobilisiert, die sind organisiert, die beschäftigt, die da dort auch mal aufgebaut von dem Betrieb, die das nicht verdient haben, dass sie nur so umgebracht gehen, und die lassen sich das nicht gewähren. Und sie werden bewiesen und sie werden weitermachen, und weil muss sind, gehen sie da auch bis an Streikprozedur, die nationalen Festlandschaften heute für wer gehen, für falls notwendig Streikprozeduren an wer zu legen. Das ist aber nur eine Reunion geschwunden auf der Schlichtung mit dem Patronat, wo man dann hoffen, dass die Direktion da alle Länder versteht, dass es nicht so geht, dass sie nicht einfach aufbauen können. Jedenfalls nicht. Da gehen wir da wieder an diese Praxis. Ich habe nicht gefehlt, aber irgendwas vergisst zu holen. Sie sieht aber bei den einzelnen Dossiers, dass so viel Last hat immer nachher Kriege gemäht, weil an alle Bereiche sind wir ja, Serbien auch nicht vergessen, sind wir am Gange zu kämpfen, zu verteidigen, was wir haben, respektive Verbesserungen zu fordern, an Attacken aufzuwehren. Wir sind schlussendlich noch im Sonntagbereich auf Serbien, auf den Dossier Serbien ergangen. Ich denke, die alle Begriff sind. Den Dossier ist einfach ultra wichtig, weil das probiert wird, dass großen Abschnitt an etwas, was man noch gesagt schon die Privatisierung von unserer Gesundheits- und Pflegeversorgung, den Etablissement public
Servio soll ein was egal geschafft gehen, für du können Deler von der Aktivität zu privatisieren. Und das sind das ist absolut unverständlich von modell und politisch Decisionen der Toten zu machen. Das ist nie gut an diesen Zeiten absolut inakzeptabel, dass sie wollen hingehen an wischen Teil von der Pflichtversorgung und Privatheim auszulernen. Du haben ja, als du gewählt, wir hatten eine Pressekonferenz gemacht, wir hatten ein Interview mit der Familienminister, wo wir hier der Kranke und Herz gelöst haben. Ich glaube, zieht die Prozedur zurück, weil so geht es nicht weiter. Der Familienminister steht da, das gar nicht so gewollt, das nicht mehr für Koalitionen am Sektor, Sektor zu finden, zwischen Herz und anderen Träger. Wir waren nicht so gewollt, dass da braucht man die Prozedur nicht, und da können sie den einfach zurückziehen. Und wir werden auch nicht labberlos sein, weil der tut noch so ein ganz wichtiger Schritt, den muss verhindert gehen. Und wir werden bleiben, egal wie die Prozedur, der man den davon nicht so durchgeht, weil es ein großes Tier aufgemäht für privatwirtschaftliche Betriebe an den Sektor zu lassen. Und du riskierst mal gut Arbeitsplätze umzusehen, noch zu schaffen und durch schlechte Arbeitsplätze, die niedrige Löhne an schwierigen Arbeitsbedingungen zu ersetzen durch Privatfirmen, wo man nicht können an dem wichtigen öffentlichen Bereich auch zulassen. Also alles hängt jetzt die Summen an dafür werden wir auch der ganze Summen umgehen auf dem Plan auch werden. Das war zu den einzelnen Sektoren. Für den Rest hatte man noch als statutarische Schutzpunkte. Gucken, ich denke, so rundherum, ich habe es nicht vergessen. Und dann mache ich ein Knete, die Lage löscht nicht, das ist einfach immer schwierig. Ihr habt es nur viel schlechter, aber mir wichtig, das ist alles wichtig und an dem sieht das viele Arbeitsstoffe von Roger. Ich sage nicht nur merci für die Geduld und nur lassen, und dann sieht man doch viel Ruhe.